Das Felsenbad in Pottenstein. Ein Sonntag im Juli. Über 30 Grad soll es heute heiß werden. Für Dieter Bauer heißt das, einen kühlen Kopf bewahren. Picobello sauber. Das wird voll heute, wenn nicht ein Gewitter über uns reinbricht. Und dann hat man die Anspannung natürlich immer, weil es ist ein Bad und es ist nicht ungefährlich, dass halt nichts passiert. Also da ist man jeden Abend froh, da macht man 3 Kreuzzeichen. Eine Stunde noch herrscht friedliche Ruhe im Naturbad in der fränkischen Schweiz. Dann öffnet Dieter Bauer. Er betreibt das Bad zusammen mit seiner Familie. Jetzt heißt es schnell noch alles herrichten. Seine Frau Andrea schmeißt die kleine Küche. Ich hoffe, dass wir alles satt werden. Dieter Bauer kümmert sich um die Technik. Gerade reguliert er noch den Wasserstand. Wir kriegen über Nacht Wasserzufuhr und da ist der Pegel etwas zu hoch und dann lassen wir jeden Tag quasi etwas ab und frische Wasser dazu, damit wir unsere Temperatur halten. Und auch Tochter Alina ist heute im Bad. Zur Verstärkung am Kiosk. Also die heißen Tage sind ja die, die am meisten Spaß machen. Weil sonst ist ja eher langweilig unter der Woche, wenn nichts los ist. Aber so ist ja endlich mal was zu tun. Und ja, wir bereiten jetzt alles vor, wir füllen alles noch mal auf, schauen, dass alles gekühlt ist und dann geht's los. Oh je, jetzt schon so viele Leute. Jetzt wieder Kampf. Hallo. Guten Morgen. Reinspazieren. Hallo. Um Punkt 11 Uhr geht's los. 800 Gäste erwarten die Bauers heute. Viel mehr gehen in das Bad auch gar nicht rein. Für 2 Erwachsene. Das spielen wir, ne? Seit 2019 betreibt die Familie das Felsenbad in Pottenstein. Also bei uns helfen halt alle zusammen. In dem Familienunternehmen bin ich so mehr so der Rammentyp. In etwa der Mick Jagger von den Rolling Stones. Und meine Frau ist mehr der Charlie Watts, der leider Gottes verstorben ist. Die macht es im Hintergrund, hat alles im Griff. Und ich bin mehr für die Show zuständig. Das ist so. Und jetzt kommen schon wieder die neuen Gäste hereinspaziert. Hallöchen, ich bin auch noch da. Ja, hallo. Ja. Ich weiß nicht. Bloß manchmal 2 Mal. 8 Euro. Für die Bauers ist ihr Felsenbad der schönste Arbeitsplatz der Welt. Wenn man sich hier die Kulisse anschaut, dann muss man schon sagen, ich arbeite, wo andere Urlaub machen. Und das mache ich natürlich auch gern. Da steckt schon wirklich auch Herzblut drin. Und Geschichte. Die steckt auch drin. 1926 wurde das Felsenbad eröffnet. Es ist damit eines der ältesten Freibäder Bayerns. Ein Jugendstiljuwel mit unbeheiztem Pool am Fuße einer Kalksteinwand. Diese gibt dem Bad seinen Namen und sorgt dafür, dass die Vorbereitungen für die Saison schon früh beginnen müssen. Rückblick. Das Felsenbad Anfang April. Für Dieter Bauer ist es der erste wichtige Tag im Jahr, denn er hat die freiwilligen Kletterinnen und Kletterer der Pottensteiner Bergwacht zu Gast. Hier haben wir einen Felsen und der bröckelt schon mal einen Stein ab. Und wenn der Badegast von einem Stein getroffen wird, vom berührten Stein, das kann natürlich sehr gefährlich ausgehen. Diese lockeren Steine muss die Truppe rund um Thomas Eckert nun entfernen. Bei wenigen Grad über Null gehen sie gleich in den Fels. Schnappt sich jeder ein Seil, Verankerungsmaterial, Hammer und oder Brecheisen. Dann gehen wir hintenrum hoch und seilen in verschiedenen Abständen ab, sodass wir die ganze Wand erwischen. 18 Meter hoch ist die Wand über dem Badedeck. Und die Kletternden suchen sie nun Zentimeter für Zentimeter ab. Dieter Bauer beobachtet die ganze Aktion aus sicherer Entfernung.
Jetzt kommt gerade einer. Plumps. Das ist recht heftig heuer. Aber wie man sieht, notwendig. Jetzt kommt. Ja, das war ja die Arschbombe. Die Steinbombe. 3 Stunden sind die Kletterer im Felsen über dem Schwimmteich unterwegs für ihren Frühjahrsputz. Ein paar Stellen haben wir gefunden. Man sieht ja, wir waren fleißig. Die großen Brocken sind alle im Wasser und das Kleine liegt alles da, also es passt. Vom kalten Frühjahr zurück in den Hochsommer. Bei über 30 Grad können sich die Badegäste sicher fühlen. Das Wasser hingegen hat nur knapp 19 Grad. Rein kommt man nicht gut, aber wenn man dann drin ist, ist es herrlich. Wir kommen aus Nürnberg und fahren extra hierher, weil es einfach so schön ist von der Landschaft auch. Das Wasser hat eine andere Farbe, wegen natürlicher, nicht dieses Edelstahlbecken. Kein Chlorwasser drin, nichts. Einfach das natürliche Wasser halt. Ne? Für mich ist es das schönste Bad in ganz Franken. Es ist sehr kalt, aber es ist einfach erfrischend, wenn du so in das kühle Becken springst. Nach 90 Sekunden oder so, dann geht's eigentlich von der Wärme her. Am Kiosk träumen die Bauers grad von Abkühlung. Bei ihnen rauchen die Köpfe. Hallo. Hallo. Da drüben kriegt das noch bitte 20, 44, 18, 40. Gott, die Schlange wieder mehr. Halten das. One dinner with bread. And you get a food over there. Stay in line, please. Eiscafé? Ja, ohne Sahne. Ohne Sahne. Ich bin natürlich immer freundlich und ich versuche jeden Wunsch zu erfüllen. Manchmal klappt's nicht, aber meistens. Kommt Sie näher, kommt Sie ran. 2 Slush, Frozen Cocktail. 2 Frozen Cocktail, 10 € macht das bitte. Currywurst, Pommes, Bratwurst, Brötchen, Wiener. Bei Andrea in der Küche herrschen inzwischen rund 40 Grad. Sehr heiß. Also am liebsten würde ich auch ins Wasser hüpfen. Einmal Chicken Nuggets, gell? Heute ist mit Abstand der stressigste Tag in dieser Saison bisher. So, wir haben nicht richtig aufgegessen. Für Stammgäste hat der Wirt bei dem ganzen Stress aber dann doch ein paar Minuten übrig. Bist du noch beim TÜV, ja, ne? Ja. Ja, nicht mehr lang. Das kommt an. Das macht es ja eigentlich aus, sage ich mal. Gerade diese Art und Weise, ja, wegen diese Vertrautheit oder wie auch immer. Bei den Franken heißt es ja immer, die sind wegen, ja, mufflig, zurückhaltend oder so. Das ist gar nicht so, man muss sie nur kennenlernen. Ab und an muss Dieter Bauer in seinem Bad auch nach dem Rechten schauen. An den Duschen haben sich Wespen einquartiert. Wir müssen sie umsetzen, umsetzen. Funktioniert aber nicht im laufenden Betrieb. Das ist einfach zu gefährlich den Leuten gegenüber. So ist es faul. Muss ich leider mitnehmen. Okay. Zu gefährlich, weil Ja. Was machen die Kinder das bloß? Das ist zu gut. Und auch die Pottensteiner Bergwacht ist heute wieder ins Bad gekommen, um sich abzukühlen. Für uns ist es schon was Besonderes, im Pottenstein dieses Felsenbad zu haben und auch mal selber die Chance zu nutzen, da reinzuspringen, sich abzukühlen. Genau. Mit einem guten Gefühl, wenn man hinterschaut, dass da höchstwahrscheinlich nichts runterkommt. Ich löse sie mal ab, kannst du mal eine Pause machen. Dieter Bauer löst jetzt seinen Bademeister ab. Passt auf, dass keinem was passiert. Hallo. Ich bin der neue Sheriff. Die sind heute alle sehr brav, Gott sei Dank. Gibt's denn hier drin Haie? Haie eigentlich nicht, aber Molche gibt's. Die sind so groß. Und die schwimmen ganz schnell. Tschüssi, bis demnächst. Ciao. Gegen 7 leert sich das Bad. Habt ihr heute gut gemacht. Ja. Und deine Frau auch Bist und die deine Beste. Tochter. Die Bauers haben es geschafft. Und nehmen sich ganz kurz Zeit.
wenigstens die Füße reinhalten ins kühlende Wasser. Eigentlich waren alle recht freundlich und dann macht natürlich so ein Tag auf jeden Fall Spaß. Jeder Tag ist dann erfolgreich, wenn nichts passiert ist. Wespenstiche hat es heute leider gegeben. Das ist aber, denke ich mal, das kann man verkraften. Und dadurch, dass es wieder mal reibungslos abgelaufen ist, kann man sagen, es war ein sehr, sehr guter Tag für uns. So kann der Sommer für die Bauers weitergehen. In ihrem Felsenbad in Pottenstein.